Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zum Pressetalk vor Manchester City. Ihr habt die letzten Videos gesehen, ihr kennt meine Meinung. Nichtsdestotrotz gehen wir rein. Ich habe ein paar Wahl jetzt mal übersprungen, der 24 Minuten vorher irgendwie oder 20 Minuten vorher bisschen was gesagt hat. Da fehlt mir einfach die Zeit für, um mir das jetzt komplett reinzuballern. Deswegen nehmen wir lieber die 30 Minuten Tuchel mit. Ich denke, das ist ein bisschen interessanter für uns. Und damit würde ich sagen... Hallo, noch einmal willkommen zu Teil 2 der Pressekonferenz. Jetzt mit dem Cheftrainer des FC Bayern, Thomas Tuchel. Servus Thomas und bitteschön, los geht's. Ja, da sind viele Hände in der Höhe, das Mikrofon in die Mitte. Wer hätte das gedacht? Gabel von RTL war der erste. Gucken, was für schlaue Fragen heute kommen. So bright. Grüß Gott, Herr Tuchel. Übrigens hier. Jetzt ist ja so ein Spiel der mit so beste einer Mann. Ausgangslage ein anderes, als wenn es jetzt 1-1 stehen würde. Ich will Sie jetzt nicht nach taktischen Geplänkeln für morgen fragen, sondern eher danach, wie man ob man möglicherweise anders in der Ansprache ist, ob man Dinge in der Vorbereitung anders macht, irgendwie zu versuchen. Also nicht der beste Mann aktuell, der die 8 trägt, ne? Ihr wisst schon, dass hier Martinez hinten drauf steht, hoffe ich, ne? Da die letzten Prozentpunkte in der Mannschaft rauszukitzeln, damit da morgen dieses Wunder passieren kann. Boah, passiert das Wunder. 5-0 für uns. Wir können nur kein Wunder herbeireden. Es wäre fast ein Wunder, wenn wir es schaffen. Deshalb ist die Ansprache natürlich eine andere. Ich glaube, beim 1-1 brauchen Sie keinen Glauben einimpfen, weil dann glaubt jeder dran. Bei einem 3-0 gehört schon auch dazu, eine realistische Ebene zu finden. Also nur von einem 4-0 oder 5-1 jetzt zu sprechen. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt angebracht ist und ich weiß auch nicht, ob unser Samstagsspiel dazu beigetragen hat, dass wir da alle jetzt im Moment mit 100% daran glauben. Nur wir glauben schon an uns selber. Wir glauben auch, dass wir Halbzeit für Halbzeit gewinnen können. Ich glaube, wenn es uns gelingt, die erste Halbzeit zu gewinnen, ich denke, das ist mal das erste Ziel. Grundsätzlich ist das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Wenn wir es schaffen, beide Halbzeiten zu gewinnen, dann kann auf jeden Fall immer alles passieren. Das sind wir uns schon bewusst. Und wenn der Moment kommt, den wir überhaupt nicht erwischt haben, wenn das Quäntchen Glück kommt, das wir überhaupt nicht hatten im Hinspiel, dann ist immer alles möglich im Fußball. Aber da gehören natürlich dann Momente dazu, die aus kleinen Momenten entscheidende Dinge machen. Da gehört meine Schiedsrichterentscheidung, ein minimales Abseits, kein Abseits und gehört halt mal beim Torschuss auch dazu, dass er oben im Winkel landet und nicht knapp. Dafür müssten die Schüsse, dafür schlägt mir schon die Sprache. Dafür müssten die Schüsse aber mal aufs Tor kommen. Ne? Wir wollen jetzt nicht wieder mit dem Gnabry-Bashing anfangen, aber wenn man aus 7 Meter, 5 Meter übers Tor schießt, dann kann auch kein Ball in den Winkel gehen, Alter. Vorbeigeht oder gehalten wird so. Und diese Dinge, da jetzt einen Fokus drauf zu legen, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht darum, den Glauben zu finden und den Glauben auch daran zu haben. Aber gleichzeitig bedeutet natürlich Glauben nicht träumen, sondern dann müssen wir auch was dafür tun. Wir sind dafür verantwortlich, dass der Funke überspringt. Wir sind dafür verantwortlich, die Zuschauer mitzunehmen. Und dann sind wir dafür verantwortlich, alles dafür zu tun, eine absolute Topleistung zu bringen. Sonst ist es gar nicht möglich. Und dann machen wir es Schritt für Schritt, Halbzeit für Halbzeit. Ich glaube, dass wir Zeit haben. Wir brauchen uns jetzt auch nicht gehetzt fühlen. Wir haben Zeit, die erste Halbzeit zu gewinnen. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Dankeschön. Dann auf der linken Seite Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1. Grüß Sie, Herr Tuchel. Sie haben nach dem Hoffenheim-Spiel gesagt, Sie wären ein einsamer Rufer im Wald. Jetzt gab es viele Forderungen von Experten und Ex-Spielern, dass die Bosse sich auch mal äußern müssen und dass die laut werden müssen. Hätten Sie sich das vielleicht auch gewünscht? Zu was habe ich das gesagt? Kann mich nicht erinnern. Sie haben bei der Pressekonferenz gesagt, Sie wären ein einsamer Rufer im Wald. Zu welchem Thema? Sie haben betont, dass Sie die... Kann ich mich jetzt aber auch nicht dran erinnern, dass er sowas gesagt hat. Ich meine, ich habe die Pressekonferenz ja hier reacted sogar. Er hat doch nichts vom einsamen Rufer im Wald erzählt. Mannschaftsleistung in Manchester gut fanden und haben die Vorteile der Mannschaft gepredigt. Also wieder voll aus dem Zusammenhang gerissen, Alter. Was ein Spacko. Würde ich schon sagen, weißt du was? Setz dich wieder auf deinen Stuhl, Note 6, nächster. Weißt du? Ihn da schon wieder sowas unterjubeln zu wollen. Er hat das darauf bezogen, dass er ja die ersten 70 Minuten super stark fand in Manchester und gesagt hat, er ist schockverliebt in die Mannschaft. Er hat das jetzt gerade so dargestellt, als hätte er jetzt der einsame Rufer nach dem Spiel gegen Hoffenheim und was weiß ich was alles, Alter. Was ein Spacko, ey. Dreckige Journalisten, ey. Und gesagt, Sie sind aber ein einsamer Rufer im Wald. Ja, natürlich, bei 3-0.
Genau, richtig. Jetzt wäre meine Frage, weil Lothar Matthäus und andere haben das gefordert, dass auch Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, die nach dem Spiel keine Interviews gegeben haben, sich äußern müssten. Nein, so war es ja überhaupt nicht gemeint. Nee. Ich war nur ein einsamer Rufer im Wald. Bei 3-0 fühlt man sich wie ein einsamer Rufer im Wald, aber wir haben uns erlaubt, auf die Leistung zu gucken und wir haben uns auch erlaubt, dann, ich hätte die gleiche Analyse gezogen, wenn wir das Bundesligaspiel gegen Hoffenheim jetzt 2-1 am Ende gewonnen hätten, dann wäre ich genauso wenig zufrieden gewesen mit der Leistung. Darauf war es bezogen, aber das ist völlig okay, wenn ich die Interviews nach dem Spiel gebe und die sportliche Einschätzung. Das bleibt meine Verantwortung und das ist mehr als in Ordnung. Dann hier in der Mitte, bitte. Hallo Thomas. Hi. Dario hatte einen schwierigen Abend in Manchester. Als Trainer, wie geht man damit um nach so einem Spiel? Vertraut man ihm für ein weiteres Duell mit Erling Haaland was the problem? Ich denke nicht, dass das Duell mit Erling Haaland war das Problem, sondern die Entscheidung, die er getroffen hat. Lächerlich. Upac und so war bisher immer so stark gegen den Haaland. Egal, ob es in Leipzig war oder auch wo er bei uns war. Also, das ist ja völliger Schwachsinn, das jetzt dem Haaland zu gönnen, Alter. Dass der Opa da so nervös war, ist ja lächerlich. Also die Duelle, die Zweikämpfe mit Erling Haaland, auch im Allgemeinen gegen alle Stürmer, das war nicht das Problem. Es war einfach die Entscheidung, die er getroffen hat und das Risiko, das er eingegangen ist. Er muss sich verbessern, er weiß es auch und nach so einem Spiel macht es einfach auch keinen Sinn, da jetzt mit dem Finger auf ihn zu zeigen und ihn dafür verantwortlich zu machen. Wir tun das alle gemeinsam. Und wir helfen dem Spiel natürlich aus. Auf so einem Niveau sind wir einfach bestraft worden, brutal. Nicht nur für Kleinigkeiten, sondern es war einfach entscheidende Entscheidung, die er da getroffen hat. Aber wir haben volles Vertrauen in ihn und haben dies auch gezeigt, auch im letzten Spiel in der Bundesliga. Und da gibt es keinen anderen Plan. Wir stehen zu ihm, er ist noch jung, er hat ein großartiges Potenzial und es ist das Viertelfinale der Champions League gegen Man City. Das ist einfach der Moment, wo man einfach keine Fehler begehen darf, vor allem in dieser Lage des Spielfeldes. Und wir vertrauen ihm aber noch vollkommen. Für TZ und Marco, eins vorne. Hallo Herr Tuchel. Herr Tuchel, erste Frage ganz schnell. Wie ist denn der Stand bei Eric Maxim Choupo-Moting? Hat er mittrainiert? Lief es rund? Lief super? Ist er ein Kandidat für die Startelf? Ja. Und, ja. Gut. Zweite Frage. Sie haben ja schon einige top. Ja, er hat auch die Schnauze voll von Knabri, der da vorne rumeiert, Alter. Machen wir uns nichts vor, wenn der Schuppu nur auf einem Bein laufen könnte, würde er ihn aufstellen. Trainiert Herr Tuchel, Chelsea, Paris, jetzt in München. Was ist es denn für ein Zeichen oder wo steht denn eine Mannschaft wie der FC Bayern, wenn sie zum dritten Mal nacheinander vielleicht im Viertelfinale ausscheidet? Hat man dann den Anschluss an die europäische Spitze verloren? Ist man dabei, den Anschluss zu verlieren oder ist das alles Makulatur? Seid ihr immer auch sehr unterschiedlich zu bewerten. Zum Ersten sind wir noch drin. Ja, morgen Abend nochmal diskutieren, ob es denn dann so ist. Ich finde, dann gehört ja auch immer, ab dem Viertelfinale, finde ich, gehört ja auch die Auslosung dazu. Also ich finde, bis zum Viertelfinale sind wir als Bayern München und ist Bayern München natürlich immer ein Club, der den Anspruch hat, im Viertelfinale zu sein, weil du hast die Chance, in der Gruppe dich durchzusetzen, du hast die Chance, über 6 Spiele in die Gruppe zu gewinnen. Und dann über den Heimvorteil im Achtelfinale gegen den Gruppenzweiten natürlich die Chance und den Anspruch, ins Viertelfinale zu kommen. Ich finde schon, dass das der Anspruch ist und auch sein darf. Und ab da gehört Tagesform, Matchglück, Verletzungspech, Verletzungsglück, gehört einfach alles mit dazu, um es pauschal zu beurteilen. Das ist ganz ehrlich meine Meinung. Da wiegt auch jedes Viertelfinale ein bisschen anders. Hast du einen Vorsprung, hast du gerade Topform. Das ist natürlich auch jetzt im Hinblick auf das Spiel morgen so eine absolute Herausforderung, gegen Man City zu spielen, die absolut die beste Form haben, gerade seit Wochen. So sieht's aus. Und es selber in der Verfassung zu spielen, wo uns die ein bisschen abgeht. So, aber ja, ich glaube nicht, dass man daraus, also ich finde Viertelfinale sind dann am Ende, was ist das für die letzten 8? Ja, die letzten 8 in Europa, dann finde ich, wenn wir da immer dabei sind, das ist der Anspruch, ist auch mein Anspruch, das als Mindestziel
zu erreichen. Und ich finde, ab den Top 8, wenn du in den Top 8 bist, kannst du es immer gewinnen. Aber dann gehört schon eine Auslosung mit dazu, Tagesform, Spielglück. Dann ist es so beim Turnier. Also Spielglück und Verletzungen und so bin ich voll bei ihm. Auslosung bin ich nicht bei ihm. Ja, wenn man die Champions League gewinnen möchte, muss man auch, egal wer da kommt, schlagen. Punkt. Klar wäre es jetzt schöner gewesen, du hättest irgendwie eine Mannschaft gekriegt, die irgendwie auch keine gute Form hat. Kann ich gerade gar nicht sagen, wie das aussieht bei den anderen Mannschaften, die da noch mit dabei sind. Aber das sehe ich nicht so. Also Auslosung, Glück oder Pech oder sowas, nee, fühle ich gar nicht. Also definitiv nicht. Haben wir gegen Villarreal gesehen letztes Jahr. Da kann man dann eher von Auslösungsglück reden. Wir wissen alle, wie es geendet ist, wa? Also von daher völliger Schwachsinn in meinen Augen. Den Rest stimme ich ihm zu. Top 8 gehören schon zur Spitze Europas, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Wieder Seitenwechsel hier in der Mitte, yes please. If you could elaborate a bit on this. What? Mit der Leistung, die man in den letzten Wochen gesehen hat, glauben Sie, dass Erling Haaland der beste Stürmer ist? Ich bin die falsche Person. Ich weiß auch nicht, was diese Scheiße immer soll, Alter. Das ging mir schon früher bei Messi und Ronaldo auf die Eier. Was fragst du denn, Schalke-Trainer? Ja, wer ist denn der bessere Spieler, Messi oder Ronaldo? What the fuck? Wen interessiert das denn, Alter? Was interessiert uns denn Erling Haaland? Der bei Man City spielt, Alter. Fragt unseren Trainer zu unseren Spielern. Ansonsten halt die Fresse, Alter. Junge, das nennt man, das ist einfach respektlos, sowas. Auch nicht darum reden, dass Haaland aktuell eine Bombenform hat und habe ich schon letztes Jahr gesagt und die Jahre davor, wo er in Dortmund war, dass es einfach eine Maschine ist. Aber doch jetzt nicht bei so einem Spiel, muss man nicht so eine dummen Fragen da jetzt stellen. Alter. Meine Fresse. Und ich möchte auch keine Spieler beurteilen. Nee, macht man auch nicht. Ja, gern gefragte Frage. Wir werden es nie wissen, denn es hängt natürlich auch von ab. Wir können auch Abwehrspieler, Torhüter, Stürmer mein Gott. Aber wenn er alleine spielt, dann ist er auch nicht der Beste unbedingt. Er spielt mit 10 Mannschaftskollegen um ihn herum. Also ich habe keine gute Antwort auf diese Frage. Entschuldigung bitte. Da brauchst du nicht für entschuldigen. 3 Tore nur in den letzten 4 Spielen, alle erzielt von Abwehrspielern. Das ist ja nicht nur Pech. Was stimmt da in den Abläufen, in den Mechanismen in der Mannschaft? Mechanismen. Tja, gute Frage. Also auch da gilt, es lohnt sich, glaube ich, die Spiele einzeln zu betrachten. Das gilt jetzt für die letzten 3 Spiele natürlich. In Freiburg hatten wir eine Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten. Das hatten wir jetzt gegen Hoffenheim, hatten wir auch ein paar Möglichkeiten, um mehr Tore zu erzielen. Auf jeden Gegen Fall. City ist es immer schwer, vor allem auswärts, und du brauchst auf jeden Fall auch ein bisschen Glück. Da war die Erwartungshaltung eine andere, aber klar, sind wir nicht froh damit und arbeiten dran an den Abläufen. Wie können wir aus Halbchancen Chancen machen? Wie können wir aus Chancen Großchancen machen? Da fehlen uns ein bisschen Abläufe, da fehlt uns, finde ich, in allererster Linie auch Vertrauen, Leichtigkeit, Selbstvertrauen. So, das merkt man uns an, fehlen die Sachen ein bisschen schwer und denken ein bisschen zu viel nach. Man sieht manchmal auch bei den Stürmern jetzt am vergangenen Spiel, dass ihnen auch die Leichtigkeit, auch ohne Ball, die Beschleunigung und so weiter, alles sieht ein bisschen schwerer aus, als es normalerweise sein sollte im April und Mai. Das ist den Gnabry angeguckt, oder was? Ich glaube, dass es dann aber auch mal schnell gehen kann, wenn uns wirklich mal über eine Standardsituation, über einen abgefälschten Ball, über einen Abstauber, über so einen einfachen Tap-In kann auch mal der Knoten platzen, hoffe ich. Wir sind dran. Mitte oben Florian Plettenberg für Sky. Hallo Herr Tuchel. Hallo. Welche Rolle wird Sadio Mané morgen für Sie spielen? Er kehrt zurück in den Kader und Sie sagten eingangs, es braucht schon irgendwie so ein Wunder. Ja. Jeder hofft oder ist auch so, dass Sie derjenige sind, der das Wunder herbeiführt. Können Sie Wunder? Ja, wir werden sehen. Also wir werden sehen. Ich werde mein Bestes geben. Sadio wird dabei sein, Sadio wird im Kader sein, weil die Sache ja damit auch abgehakt ist und abgehakt war mit der Entscheidung vom letzten Donnerstag. Müssen wir jetzt morgen abwarten, ob er von Beginn an spielt oder nicht. Und wir brauchen
Ich glaube, wir brauchen eine gute Mischung aus Realismus und aus dem, was nötig ist zu tun. Und wir brauchen halt nur mal die richtige Einstellung auf dem Platz, Alter. Dann sind wir auch zu allem fähig. Wenn wir am Maximum-Level spielen, kann alles passieren. Kann ja, immer alles aber wann passieren. haben wir das letzte Mal Maximum gespielt? Zuschauer. Aber es ist unsere Aufgabe, auch da den Funken wirklich überspringen zu lassen. Wenn Sie es dann auf mich reduzieren wollen, dann okay, nehme ich die Verantwortung an und den Challenge an und werde mein Bestes geben und wir sprechen uns morgen nochmal. Bitte links Taufik Khalil für die ARD. Ja, Herr Tuchel, Sie haben das Wort Wunder ja gleich in Ihrer ersten Antwort mehrfach in den Mund genommen. Ich wurde gefragt nach einem Wunder. Ja. Schauen Sie sich da auch andere Ergebnisse an, wo sowas schon mal in der Vergangenheit passiert ist? Hilft das dann, dass man sich sagt, wir wären nicht die Ersten, denen so etwas gelingt? Ja, na klar. Was ein Schwachsinn. 90 Minuten, dass Spiele, die komplett weg waren, gedreht wurden. Ja, natürlich. Natürlich gibt es das. Wir brauchen Momentum, wir brauchen mindestens die gleiche Leistung wie im Hinspiel und wir brauchen in den kleinen Momenten, die manchmal so ein Spiel ins Kippen bringen, brauchen wir den Moment auf unserer Seite. Ich glaube nach wie vor, dass wir den in den 70 Minuten, in denen wir gut waren, in City überhaupt nicht bekommen haben, um so ein extra Vertrauen zu bekommen, um wirklich das Spiel in unsere Richtung dann tatsächlich kippen zu lassen und ein Top-Ergebnis da auch rauszuholen und wurden dann am Ende bitterbös durchbestraft. Aber ja, ohne das wird es nicht gehen. Also, aber trotzdem muss die Mischung stimmen. Wir müssen trotzdem, uns ist auch allen klar, was da im Grunde für eine Aufgabe auf uns wartet und dass sie natürlich extrem schwer ist. Und trotzdem, wenn man es runterbricht, ich glaube, man muss es dann nicht die Komplexität der ganzen Aufgabe vor Auge haben, sondern wenn man es versucht, dann runterzubrechen auf kleinere Schritte. Es geht jetzt erstmal um die erste Halbzeit morgen, also die richtigen Zeichen zu setzen, Zweikämpfe anzunehmen, in die Zweikämpfe reinzukommen, schlau zu sein, mutig zu sein beim Ballbesitz. Wann wollen wir in die letzte Zone rein? Wie wollen wir rein? Wie mutig sind wir dann wirklich im Nachrücken? Wie viele Leute haben wir im gegnerischen 16er, wenn sich die Möglichkeit bietet? Und ich glaube, dass das die Zuschauer merken werden. Und ich glaube, die Zuschauer sind bereit, dann sofort dazu zu kommen, um auch eine Energie im Stadion zu entwickeln, die dich dann mal durch so ein Spiel durchträgt, wo besondere Dinge passieren. Klar, aber das hört auch nicht alles auf, falls wir morgen in den Rückstand gehen. Wir haben Zeit, diese erste Halbzeit zu gewinnen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt und ein wichtiger Schritt. Und dann sehen wir von dann weiter. Dem stimme ich zu. Eins weiter vorne, Heiko Niederer für Bild München. Sie haben gerade das Wort Energie in den Mund genommen. Das war auch oft Thema. Alter, was ist denn los mit den Journalisten da? Sie haben gerade das Wort in den Mund genommen, jetzt haben Sie das Wort in den Mund genommen. Ja, warum nehmen Sie das Wort Fußball in den Mund? Ja, da muss ich ja gleich mal nachfragen. Jetzt in den letzten Wochen, als Sie von sehr guter Energie gesprochen haben, beim Hoffenheim-Spiel haben Sie es auch gesagt und dann waren danach etwas enttäuscht, dass es im Spiel nicht rüberkam. Eine Frage, wie ist die Energie momentan? Ist die gut und gibt Ihnen Ihre Mannschaft nach wie vor manchmal Rätsel auf, warum das dann eben nicht auf dem Platz zu sehen ist in der Form? Ja, am Samstag war das so. Am Samstag war das definitiv so. Da sind und waren wir auf keinen Fall zufrieden, weil ich finde, da der Funke auch von uns nicht übergesprungen ist. Und, gar nichts war da übergesprungen. Eine Verantwortung sein wird von uns zu gewinnen, natürlich, aber auch die Art und Weise, Spiele anzugehen, Spiele anzunehmen, da fehlt im Moment ein bisschen was, aber es ist ohne den Spielern wirklich und der Mannschaft einen Vorwurf zu machen. Ich glaube wirklich, dass sie wollen, aber es ist manchmal schwer zu erkennen. Es wirkt ein bisschen verkrampft, es wirkt nicht mit allerletztem Vertrauen, es wirkt nicht mit der allerletzten Selbstverständlichkeit. Und es macht es natürlich auch für morgen schwer. Und trotzdem ist es natürlich gerade im Fußball immer möglich, in kürzester Zeit solche Sachen auch zum Kippen zu bringen. Es bleibt trotzdem eine schwere Aufgabe und die Energie, die wir da vermisst haben, muss natürlich gepaart mit Qualität. Und von Minute 1 an aber. Es ist ja so ein bisschen unser Thema, oder es ist nicht nur ein bisschen unser Thema, die Inkonstanz ist das Thema in dieser Saison. Das ist auch innerhalb von Spielen ein Thema. Natürlich, auf starke 70 Minuten in Manchester folgen dann 15 wackelige und dann nochmal 5 oder 8 oder 10 Minuten extra Katastrophe raus, die wieder richtig gut sind.
Aha. So, das begleitet uns durch Wo hat er die denn gesehen? Durch Trainingswochen. Das begleitet uns auch zwischen den Spielen. Und wir wollen das natürlich anders haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Kürze der Zeit ist, offensichtlich nicht komplett abzustellen, aber wir sind dran. Nee, mit Sicherheit nicht, Alter. Wir geben unser Bestes, da auf jeden Fall für uns selber auch berechenbarer zu werden, weil das natürlich unser Anspruch ist. Es gibt noch einige Fragen. Wechseln wir wieder hier rechts oben. Torben Hoffmann für Sky. Hallo Thomas. Die Herangehensweise und Aufstellung im Hinspiel war ja auch klar. Die Begründung auch, warum Thomas Müller jetzt auf der Bank saß, ist natürlich jetzt auch aufgrund des 0-3s sicherlich eine andere Herangehensweise, ein anderer Matchplan. Du hast das Wort schlau benutzt, Strafraumbesetzung. Ist das dann auch für das morgige Spiel ein Argument, dann auch den Kapitän Thomas Müller in der Startelf zu haben? Ja, ist immer ein Argument. Natürlich ist immer ein Argument. Es kommt trotzdem auch darauf an, was wir für ein Spiel erwarten. Ich erwarte trotz allem, trotz auch der Ausgangslage und trotzdem wir natürlich wissen, dass wir mindestens 3 Tore schießen müssen, auch einen tiefen Ballbesitz. Ich erwarte hohes Pressing von Manchester City. Ich glaube, dass sich Manchester City komplett frei machen, versuchen wird, frei zu machen vom Ergebnis und das Spiel spielen wird, als hätte es kein Hinspiel gegeben und auch versuchen wird, dieses Spiel wie alle Spiele in der Champions League und in der Premier League auswärts auch auf Sieg zu spielen und sehr hoch zu pressen. Deshalb erwarte ich auch tiefen Ballbesitz und wir müssen schlau sein im tiefen Ballbesitz. Ich erwarte bin eigentlich gespannt, ob er den Upa da aufstellt. Jetzt schon so wieder vom tiefen Ballbesitz spricht. Da bin ich echt gespannt. Könnte ein Knackpunkt werden, ne? Für den Upa. Auch die Möglichkeit, schnell das Feld zu überbrücken in Schnellangriffen. Und dann müssen wir wirklich auch den Schnelligkeitsvorteil haben. Ja, da brauchst du Thomas nicht aufstellen. Dann hatten wir Phasen in Manchester, wo wir tatsächlich auch uns in der gegnerischen Hälfte festgespielt haben, wo wir einen Ballbesitz dominiert haben, was für mich sehr beeindruckend und auch sehr wichtig war zu sehen und auch zu fühlen. Und da kommt natürlich dann Thomas ins Spiel. Und klar haben wir wahrscheinlich wenig oder vielleicht keinen, der so schlau ist in der Box, so mutig und so schlitzohrig wie ihn. Ja, da müsste der Müller aber auch mal seine Form wiederfinden, Alter. Wie oft sind wir da und wann wir ihn dann am besten brauchen. Fliegend wechseln können wir nicht, deshalb müssen wir uns entscheiden, ob wir ihn von Beginn an bringen oder am Ende dann auf dem Feld haben wollen. Dann bitte links. Naja, wenn man die Argumentation hört, wird der Müller nicht von Anfang an spielen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Weil wenn das Ding irgendwie schnell 1-0, 2-0 ist, ja, dann ist der Drops gelutscht. Ja, müssen wir uns nichts vormachen. Und andersrum kannst du Müller hinten rausbringen, wa? Dann geht noch mal ein Ruck vielleicht. Ja? Mal abwarten. Aber erstmal muss ja unser defensives Mittelfeld mal ein bisschen gut stehen. Und da wird ja wieder unser bewährtes Duo auflaufen. Ich denke nicht, dass der Tuchel die Eier hat und wenigstens einen Goretzka mal rauslässt. Oder geschweige denn irgendwie ein Cancelo oder irgendwen anders auf die 6 zu stellen. Das glaube ich nicht. Wir lassen uns überraschen, was morgen so die Aufstellung hergibt. Das Schöne ist, Gnabry wird ja schon mal nicht spielen. Also wenn Gnabry dann jetzt über außen kommt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ne? Wenn jetzt Choupo spielt, sehe ich schon da Coman und Sané erstmal. Sané war der beste Mann im Hinspiel, also da sehe ich schon die beiden erstmal vorne weit. Jetzt wieder Carrie Hauer für Sport 1. Hi. Hoffenheim die letzten 20, 30 Minuten im Mittelfeld gespielt. Ist das auch eine Option für morgen oder wie hat er Ihnen da gefallen oder war das eher jetzt nur eine... Ja, guck mal, kommt sogar die Frage darauf. Er hat mit dem Ball im Mittelfeld gespielt und gegen den Ball Außenverteidiger. Morgen haben wir keine Zeit, aus meiner Sicht, Grundordnungen zu wechseln. Dazu gehen die Spielphasen zu schnell ineinander über auf dem Niveau und gegen City. Deshalb müssen wir für jeden Spieler eine Position finden. Das genügt und jeder muss auf einer Position top spielen. Und dann geht es bei Joao um Außenverteidiger. Oben rechts bitte, ja. Please. Sag ich doch. Since I've arrived, I've heard a lot and spoken to a lot of people about the demise of Bayern Munich. What is demise? Exactly, like the kind of the less. Ja, er hat so einen schön, richtig schön englischen Akzent. Mir ist das Gefühl, das Standing, was FC Bayern München hat. Wie siehst du die Situation? Was ist nochmal Demise? Also der Absturz in Anführungszeichen von der Leistung, von dem Selbstvertrauen. Mit wem haben Sie gesprochen?
Also darüber wird gesprochen. Sprechen Sie dann mit anderen Leuten. Nein, ich bin verrückt. Ich bin ein Journalist. Sie müssen einfach mit anderen Leuten sprechen. Aber wie ist die Situation hier? Also ich glaube nicht, dass wir im Absturz sind. Wir sind in einem Wechsel, es sind viele Spieler gegangen, große Spieler haben den Verein verlassen, dann einen Trainerwechsel gab es. Also natürlich gab es hier viele Wechsel und wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, die wir noch nicht gehabt haben, um einfach Dinge anzupassen, neu einzuordnen. Und ich kann es verstehen, dass wenn man vielleicht sagt, dass es überraschend ist, dass man in den letzten 3 Jahren nicht im DFB-Pokalfinale war und auch nicht im Halbfinale der Champions League und aber 10-mal deutscher Meister geworden sind in Folge und haben es 3-mal in Folge ins Viertelfinale geschafft der Champions League. Also das ist, also da kann man nicht von einem Absturz sprechen. Wenn das ein Verein im Absturz ist, dann wollen viele Vereine sich im Absturz befinden. Also ich habe nicht das Gefühl, ich glaube, ich arbeite an einem wirklich starken Verein, arbeite mit großen Ambitionen. Wir müssen uns einfach ein bisschen beruhigen. Wir müssen natürlich an die Grenzen gehen. Alles ist möglich hier bei diesem Verein und das ist das, woran ich glaube hier bei diesem Verein. Hallo Herr Tuchel, haben Sie sich denn bei Choupo-Moting schon entschieden, dass er morgen starten wird? Und was kann dieser Stürmertyp, der auch im Hinspiel gefehlt hat, was kann der morgen dann bringen? Ob Sie es mir glauben oder nicht, ich habe mich noch gar nicht entschieden, weil wir müssen noch die Reaktion abwarten. Die Reaktion erstmal nach dem Training war sehr positiv heute. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal abwarten, ob das Knie... Junge, da muss keine Reaktion kommen, ansonsten kriegst du da eine Schmerzspritze rein und dann hast du aufzulaufen. Junge, das geht um Halbfinale in der Champions League, da gibt es keine Ausreden. Junge. Über Nacht, wenn er morgen grünes Licht gibt, ist er auf jeden Fall eine Option für die Startelf. Wir haben keine anderen Optionen, weil wir ja nicht die Eier haben, den Tell aufzustellen. So, Punkt. Also haben wir keine Alternative. Ich denke, dass Gnabry da vorne ein Reinfall war, seinesgleichen sucht, brauchen wir uns nicht weiter drüber zu unterhalten. Natürlich, der Neuner ist im Kader. Und dann gibt er uns einfach ein Selbstvertrauen auf der Position, eine Gewöhnung auf der Position. Das ist für ihn seine Position. Vor allem gibt er uns die Bälle auf diese Position. Da kannst du den Ball einfach mittig auf der Mittellinie schießen. Oder auch mal 10 Meter hinter der Mittellinie. Choupo nimmt den Ball an, kann halten oder kann verteilen. Das ist ja so, dass die ganzen letzten Spieler komplett abgegangen ist. In der er jetzt am erfolgreichsten war und gibt uns natürlich eine Körperlichkeit. Nicht nur bei offensiven Standards, auch bei defensiven Standards. Die wir verteidigen müssen. Manchester City wird ja sehr oft auf entweder einzelne Spieler oder auf ihr Angriffsspiel oder Ballbesitz reduziert. Die dominieren seit Jahren die Premier League bei Standardsituationen offensiv und defensiv. Und auch deshalb war ich der einzelne Rufer im Wald, weil ich weiß, wie viele Ecken du normalerweise bekommst in City. Und wir hatten mehr. Und ich weiß, wie hart es ist und wie schwer es ist, daraus gefährlich zu werden. Und wir waren damit sehr gefährlich. Deshalb habe ich mir erlaubt, da die Leistung. Dann wäre es ja vielleicht mal schön, wenn man morgen im Spiel nicht der Kimmich jeder Ecke schießen würde. Wäre vielleicht mal ein kleiner Anfang. Insgesamt sehr positiv zu sehen und Choupo wird uns da eine weitere Alternative bieten, wenn er morgen grünes Licht gibt. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Also die letzten Fragen bitte hier links oben. Ja, ja, ich habe auch keine Zeit. Gib Gas. Mit so einem Berg vor Augen 3 Tore zu schießen und keins zu kassieren. Wie sehen Sie es? Also, es ist natürlich ein sehr hoher Berg, den wir da erklimmen müssen. Wir müssen glauben, wir glauben an uns, aber wir wollen einfach nicht träumen. Träumer, das passt ja nicht, ist fast nah beim Einschlafen und da darfst du einfach keine Sekunde schlafen. Wir müssen einfach daran glauben. Wir haben es in unserer Hand. Wir müssen Dinge einfach passieren lassen, indem wir einfach eine gute Leistung zeigen, mit einem guten Geist, Mannschaftsgeist. Wir sind nicht alleine, wir haben die Mannschaft, wir haben gute Mannschaftskollegen, wir haben die Zuschauer, wir haben das Stadion, die bereit sind, mit uns zu kämpfen und einfach auch ein realistisches Niveau, wenn wir auf das Match schauen. Und wenn man einfach auf die Spitze dieses Berges guckt, dann ist es nicht überwältigend. Wir müssen aber Schritt für Schritt das Ganze angehen. Naja, der Vorteil ist ja, der ganz, ganz große Vorteil ist ja, dass es diese dumme Auswärtsregel nicht mehr gibt. Ne?
Ansonsten wären wir halt wirklich komplett chancenlos. Egal gegen welche Mannschaft. Wenn es 3-0 ist und es würde diese Auswärtstorregel noch geben. Ja, ich bleib trotzdem dabei. Ich persönlich bin nicht optimistisch und dafür waren einfach die letzten Spiele zu schwach, als dass wir jetzt den Schalter umlegen und 110%ige Leistung bringen könnten. Wäre natürlich schön, wenn es so kommt. Keine Frage, wenn Choupo spielen kann, ist das natürlich schon mal ein Anfang in die richtige Richtung. Wir müssen von Halbzeit zu Halbzeit sehen und nicht überwältigt werden. Die Herausforderung ist natürlich eine schwierige. Wir müssen sie noch schwieriger machen, indem wir nur auf die Spitze des Berges gucken. Das ist eine Reise, die wir begonnen haben. Und wir werden morgen um 9 Uhr damit loslaufen und ja, werden es bis zum Ende versuchen. Tja. Letztens hat Pep Guardiola gesagt, dass die Ohrfeige von Mané an Mané, dass die euch helfen. Mané an Mané. Aha. Sie selber ins Gesicht geschlagen. Gesagt hat, oder könnte da ein Fünkchen Wahrheit stehen? Also, wir haben es jetzt gegen Hoffenheim nicht unbedingt gezeigt, aber das Thema ist beendet. Ich glaube nicht, dass es einen Boost geben wird. Ich weiß, was er damit meint. Natürlich, in der Kabine zeigt das einfach auch, die Durchschlagskraft hat, dass die Spieler nicht die Durchschlagskraft hat. Ja, das ist ja ein Argument. Verärgert sind, auch mit sich selbst. Und das kann natürlich auch in eine positive Energie umgewandelt werden. Es war bis zu einer gewissen Ausmaß war es natürlich nicht gut, aber ich weiß, was Pep einfach da meint mit, wir wollen es umdrehen, wir haben das Momentum, wollen das als positive Energie benutzen im letzten Match, im letzten Spiel, aber es hat leider nicht funktioniert gegen Hoffenheim. Aber ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss haben wird. Letzte Frage. Thomas. Champions League ist der große Wettbewerb, den Manchester City noch nicht gewonnen hat. Macht es sie gefährlicher oder wird es ihnen eher entgegenkommen, dass sie es noch nicht geschafft haben und gegen sie gespielt haben im Finale? Also ich bin jetzt nicht da zu sehr besorgt um die Umstände. Ich weiß, was Man City erreichen will. Ich habe schon gefühlt, diese Möglichkeit, dass das Momentum auf unsere Seite sich drehen könnte im Hinspiel, über lange Perioden im Spiel. Und wir sind dann einfach bestraft worden, brutal von ihnen. Die Sache ist einfach, dass sie in Topform sind. Sie sind voller Selbstvertrauen. Sie kommen jetzt im April, im Mai, sind sie einfach in Topform. Ja, da muss man einfach auch nochmal sagen, dass der Nagelsmann da echt das nicht kann. Ne? Also die Form können wir jetzt nicht den Tuchel ankreiden, da müssen wir uns, denke ich, alle nichts vormachen. Letztes Jahr war es auch nicht besser. Also, ja, schwierig. Und viele andere Mannschaften sind vielleicht in Tief gefallen, aber sie nicht. Sind schwer zu schlagen. Das ist einfach die Benchmark im Moment, die Hürde in Europa. Aber wir sind bereit. Es ist ein Spiel. Es geht jetzt um das eine Spiel morgen und in einem Spiel kann einfach alles passieren. Wir wollen gewinnen morgen, dafür gehen wir. Und es gibt einfach in einem Fußballspiel gewisse Momente, wenn man die Unterstützung hat und kleine Entscheidungen und das Glück auch, die das Ganze umdrehen. Ja, das werden wir schon Minimum brauchen, du. Und zwar in jeder Sekunde. Und da braucht es nicht viel dafür. Und wenn die Tür ein bisschen offen ist, dann müssen wir den Fuß dazwischen bekommen. Dann müssen wir so auftreten. Nicht den Fuß dazwischen, auftreten. Bis morgen. Thanks for coming. See you tomorrow. Ciao. See you. Hove. Leute, meine Meinung ist hinlänglich bekannt. Ich hoffe, ich irre mich. Das wäre super schön. Das würde mich nichts glücklicher machen. Ja. Warten wir mal morgen das Spiel ab, war. In diesem Sinne,
Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut rein, bis morgen.